Auf dem Grab von der Ururi sein Mo und von der Zenzi seiner Mutter tauchen massenhaft Gleis auf und eins schiebt's den anderen in die Schuhe. Aber schließlich stellt sie außer, dass die von der Moni kommen und alle werden wieder gut miteinander. Die Emma verschaubt sie in einen neuen Liebhaber und ihre Stiefvater hat schon geballen, dass das der Pauli ist. Dabei ist aber ein ganz anderer, ein rassiger Spanier. Der Mike und sein Bub haben zwei, dass sie eine Küche sauber machen und packen dann Roland bei seiner Geschäftlerei, dass er erst macht. Der gespannt ist aber und dreht den Spieß um und lässt er das Seinige sauber machen. Als Zwiebel zahlt der Kathi gerade mehr halber zu viel fürs Gmorblal. Und die möchte es mit einem Haufen Reklame im Heft wieder wettmachen. Aber das bringt ihrer schön einen Haufen Scherereien. Und sie kommt dahinter, dass es gescheiter ist, weil sie es einfach auf einen schlechten Papierdrucker lässt. Der Sascha benzt an die Rosi hin, dass er mehr mit ihr beieinander sein möchte. Aber derer ist Brauerei wichtiger und drum macht's Schluss mit ihm. Der Roland schnappt ein Gespräch auf und hört schlecht und meint, als Zwiebel möcht's mit ihm in einer neuen Stellung treiben. Und da hat er schon recht Schiss davor und kriegt kalte Füße. Aber dabei geht's schön um ein neues Kochrezept. Danach möchte der Glansinger Blasmusi überreden, dass in der Rosi sein Bierzeit aufspielen, aber die ziehen nicht. Im Tagblatt gibt der Immanzen Albe wieder ihren Senf dazu und der Landrat gibt sie als Weibsbild aus und schreibt ihrer mit altmodischen Ideen dagegen. Das Bärle hat sich beim Essen nicht in der Gewalt und wird halbe Forster und hängt mit seinem Zucker an der Spritzen und schämt sich dafür und möchte nicht, dass die Glansinger das mitkriegen. Aber schließlich bricht er auf dem Gmorplatz zusammen und bleibt am Baumflacker.